Ei, guten Tag, ihr Leid. Wir machen heute jetzt die Questo endlich weiter. Ich hoffe, dass wir sie heute fertig kriegen. Weil es wird mal wieder Zeit. Unser Auto ist halt komplett beladen. Und ich will eine ganze Scheiß heimbringen. Weil wir sind schon ziemlich voll. So. Alles klar. Lass mal gucken. Jetzt müssen wir ans... okay. Ja, scheiße. Das ist so... Wir fahren ja gar nicht heim, ne? Wir können daheim fahren, indem wir... Komm mal her. So Portal da aktiviere. Aber die sagt halt, wir sollen da die Stroß weiter nuff. Okay, wir fahren, guck mal her. Die Stroß weiter nuff. Wir müssen einfach nur außenrum. Okay, wir fahren runter, dann nur links. Dann wieder nur links und dann einfach immer geradeaus. Müssen wir wieder rauszoomen. Und dann einfach immer geradeaus, dann der Feldwege da hoch. Bis wir dann da oben hinkommen. So, also runter, links, so und so weiter. Das machen wir halt. Und dann machen wir das jetzt. So. Auto ist noch soweit sehr gut in Schuss sogar. Also es hat sich halt richtig rendiert. Jetzt kommt Nevelluft. Das finde ich jetzt aber... finde ich mal überhaupt nicht toll. So, jetzt hat noch Nevelluft kommt. Das kann ich nämlich überhaupt nicht gebrauchen, Neville. Ich bin doch eh schon so schlechter Fahrer. Neville wird es nicht besser. Ah ja, und natürlich unsere Lebens- und Spielmaxime lautet ja... Hoppala. Ja, hoppala. Hoppala lautet sie. Oh, shit. Okay, das ist gerade überhaupt nicht cool. Bremse gehen nicht. Okay, jetzt geht's wieder. Okay, gut. Unsere Lebens- und Spielmaxime lautet, nicht ablenken lassen. Was man ja mache. Mo mehr, mo weniger gut hat. So. Mach mal Platz da, du steh. So, also, oh fuck. Bleiben wir nur links. Links haben wir ja gesagt. Dann geradeaus, ey, die. Hoppala. Das ist schon obachtbar, dass ich mir mal Reifen nicht wieder kaputt mache. So, fahren wir noch richtig. Jo, vorne gleich wieder links. Oder das ist wieder ein Türmchen, da fahren wir natürlich drum herum. Brauchen wir nicht. So, das wäre hier links. Stehen ganz viele Autos, die saumäßig interessant aussehen, aber uns gerade mal egal sind. So, ihr Leid. Moment. Geradeaus war es, oder? Ja. Das ist eine Anomalie direkt vor uns. Die gar nicht gesehen, ich werde direkt durchgebrettert. Bin ich aber nicht. So. Also ab jetzt immer geradeaus. Das ist der Hunde. Was ist das? Ist das wieder so Phantom-Dingens oder so? Nur einfach nur Felsen, okay. Immer geradeaus. Jetzt ganz lange Zeit geradeaus. Also, ich glaube, da waren wir letztens, oder? Ja, genau, da waren wir letztens. Wir müssen halt auch bedenken, wir müssen ein bisschen vorsichtig sein, weil wir haben das Auto voll aufgeladen. Okay, dann waren wir da letztens nicht. Oh, shit. Ah, kack, bin schon wieder drin. Was steht da? Oh. Fuck. Oh, jetzt geht's wieder. Gut. Okay, das tut nicht einfach nur links, rechts machen. Wie ich das gedenkt habe, dass die Steuerung ein bisschen vertauscht ist. Nee, das tut da alles tauschen. Dann ist Bremse plötzlich Gas oder so. So ist es mal eine Weile zumindest mal vorkommen. Das ist ziemlich viel vertauscht. Das ist natürlich schlecht. So, ja, sorry, das war... Oh, fuck. Tanke. Moment, hier ist relativ sicher. Stimmt, ich habe natürlich überhaupt nicht nur mal am Tank geguckt. Ist das Licht aus? Nee. Ich habe natürlich überhaupt nicht nur am Tank geguckt. Ja, hopp. Wir haben noch, hoppala, der Reservekanister, den wir hoffentlich aufgefüllt haben. Jo. Den entleeren wir jetzt da hin. Da haben wir wenigstens noch ein bisschen drin und dann gucken wir halt mal, wie weit wir kommen. Ah, guck mal. Alter. Ja. Jetzt pass auf, war doch hinten nicht gerade ein Auto? Okay, soviel dann zum Thema Ablenkung. Das ist so jetzt aber keine Ablenkung, ne? Das Problem ist halt, wir brauchen ein wenig Benzin. Also müssen wir gucken, dass wir Benzin finden. Und die finde ich halt in abgelehnte Autos, also abgestellte Autos. Finde ich die als... Wir brauchen kein Licht. Stromsparen. Da war eine Weile Rasierblatt, das habe ich schon gesehen, ne?
Die finde ich in abgelegten Autos und dann kann ich immer ein bisschen rauszuzeln. Dann machen wir das einfach, ne? Mach Platz, Junge. Kann ich mal überhaupt nicht gebrauchen hier. Hopp, schneller. Und schub ich dir. Ich schub dir. Ich schwöre. So, jetzt hat aber. So, gucke. Sieht man gerade? Wir sind gut dabei. Oh, da waren wir. Oha. Okay, da müssen wir schnell machen. Weil wenn der Dödel uns da verwischt, was er natürlich jetzt machen will, dann zieht er uns nämlich da in das Dingens hin. Und da habe ich mal gar keinen Bock drauf. Hier ist wieder Links-Rechts-Ding. Da fahren wir auch nicht hin im besten Fall. Jawohl. So. Ich glaube, jetzt sind wir hier relativ sicher. Wir gucken mal. Jawohl. Einfach nur noch die Straße noch. Eventuell, wenn wir ein Auto fraxieren, könnte man auch halten. Hinten war eine Tankstelle, das weiß ich. Da waren wir ja vorhin. Aber da wollte ich jetzt nicht hin. Ich will gucken, dass ich jetzt da zurückkomme. Ja, guck, da ist ein Autowrack. Und hier sieht es auch relativ sicher aus. So. Relativ. Umgucken, okay. Das Ding ist aber... Ja, die Tankklappe will ich nicht. Sag ich mal hierher. Das ist noch soweit in Ordnung. Es ist auch noch soweit in Ordnung. So. Die haben jetzt halt... Oder das Auto wird jetzt nicht wirklich viel Tankinhalt haben. So wie das aussieht, hat sie überhaupt nichts. Das hat nicht immer Tank. Schlagsafe. Da haben wir... Ist das geil hier, Leute. Da haben wir wirklich das einzigste Auto gefunden, wo komplett leer gerippt ist. Das haben wir gefunden. Mein Gott, sind wir shitty. So. Kann man wenigstens irgendwas abbauen, ne? Da ist ja nichts mehr dran. Das ist nur noch das Chassis. Es ist so sinnlos. Wo habe ich denn jetzt mein Tankbehälter hier? Habe ich denn jetzt Falle gelassen? Oder habe ich den innen gepackt? Ah ja, der ist innen gepackt, okay. Dann halt nicht. Hopp. Komm her. Muss ich denn jetzt in die Hand nehmen? Ei. Zuweisung starten. Da, nimm mal da. So. Guck. Na, kommst du. So. Okay. Haben wir wirklich, also das ist ja wirklich das Kunststück, das kriegt man jetzt zweites Mohi. Oh, die rechts Tier. Ist ein bisschen mitgenommener als die andere. Was war denn das da vorne? Oh, da ist irgendwas. Guck mal. Ja, komm, wir haben ja jetzt quasi noch gestanden. Das zählt nicht als Ablenkung, ihr Leid. Guck mal, das als Auto laufen. Nein. Eigentlich ist es eine dumme Idee, das Auto laufen zu lassen. Mir nicht zu wenig Benzin. Ja, super. Super gemacht. Monsieur Wieses. Wieses Kaka. Auf geht's. So, wir fahren jetzt einfach weiter durch. Und dann gucken wir auch, wann in dem anderen Ding uns irgendwie Zeug erwartet sind. Das sind aber keine Benzinfässer, oder? Weil in dem anderen Ding uns irgendwelches Zeug erwartet. So im Sinne von, oh, jetzt geht's hier gleich drunter und drüber und oh, hau ab. Ja, unser Tank ist halt relativ leer. Das ist halt kacke. Ich würde halt schon gern vorher noch irgendwie, irgendwo, irgendwas finden. Aber da ist halt nichts. Ja, da müssen wir durch. Was passiert, wenn wir da durchschlafen ohne Auto, weißt du? Ah. Schaut an! Ein Benzinfass! Jetzt passen wir auf. So ein Glück aber auch. Hallo? Boah, du hast mir jetzt nicht das Benzinfass weggemacht, oder? Dann werde ich aber richtig böse. Ohne Scheiß jetzt. Nee, oder? Ah, da steht's noch. Gut. Sorry, wir drehen jetzt hier rum. Ja, jetzt müsst gleich Motorhaube aufgehen. So geil, hey. So. Ja, ich will nämlich hier gleich tanken, weißt du? Also geht es überhaupt? Kann ich da? Jetzt sogar Getankding drauf. Okay, ich kann das dann nur mit dem Kanister da machen. Okay, machen wir das halt. Laufen wir halt einfach 5-mal. Kein Problem. Bloß nicht auf dumme Idee gekommen. Wie? Ist schon leer jetzt? Wollen nämlich veräppeln? Naja, aber unser Auto ist so davor voll. Ich meine, wie weit sieht man? Ich lasse mal Auto da stehen und ich renne mal kurz da runter. Da waren 2 Fässer, wo wir vorbeigefahren sind.
Ja, das ist jetzt ein bisschen dumm. Ich glaub, der taucht immer an derselben Stelle auf, hoffe ich. Verbrenn wieder. Oh, das Fass. Vielleicht ist das auch Benzinfass. Ich glaub's halt eher nicht, ehrlich gesagt, aber Versuch macht klug. So, weil warum soll du ein Benzinfass mit auf die Straße stellen, ne? Hm. Ja, nee, das ist einer. Ich will's nicht wissen, was das war. Ich will's nicht wissen. So, wir fahren jetzt einfach, Moment, Ausklappe. Zum nächsten Knotenpunkt. Verlasse das Gebiet über die stabilisierte Zufahrtsstraße. Das haben wir da vorne direkt. Uah. Okay, ja, so gut. Wir fahren ja schon. Die wollen uns hier nicht mehr hand, glaube ich. Verstehe ich gar nicht. Wir sind doch voll die super Leid. So, jetzt pass auf, wir machen unser Kennelchen da wieder hin. Haben uns die Tiere nicht an die Dates. Bleibe nicht hinten, sondern vorne. Mache die Zündungen, mache den Gang hin, fahre los, fahren da rüber und gucke, wie es weitergeht. So. Ich würde so gern heimfahren, ihr Leid. Also einfach, wir sind halt voll beladen mit Items, mit Ladung. Okay, wir müssen aber da hoch, sagt die Quest. Was ist das da? 6 Stunden. Aber wenigstens Knotenpunktverhältnis ist auch peaceful, okay. Immerhin. Das könnt jetzt halt mal so langsam speichern, weißt wäre schon eine feine Sache. Gespeichert. Hey, danke. Du kannst dich mit dem Arcdoc unterwegs heilen, aber das Gerät ist ein echter Stromfresser. Nee, kann ich nicht, weil ich ihn nämlich noch nicht entdeckt habe. Also schon, aber noch nicht freigeschaltet. Das meine ich damit. So, kriege ich jetzt ein bisschen Blabla. Jetzt geht mal das Radio an. Verbinde Stabilisator Alpha, Bravo und Charlie. The Limtech in those stabilizers ran so damn hot, only more Limtech could contain it from complete meltdown. Okay, also wir müssen Dito aktivieren. Aus irgendeinem Grund. Was ist denn das so? Das ist ein Portal. Und dann wahrscheinlich durch das Portal heim oder so. Okay, ich würde sagen, wir locken den da in. Jetzt fängt es auch noch an zu rennen. So, komm Mädel, erzähl weiter. Ich hab dich unterbrochen. Oh, hoppla. Mein Auto war noch an. Sorry. Ja, dann fahren wir halt, ne? It's my turn to give you an explanation. Ja, bitte. About the mass hallucination event that Tobias and Francis were going on about. But don't worry, I won't be nearly as long-winded. Because there honestly isn't much that we know about it. It happened on the morning of September 14th, 1961. My colleague, Dr. James Kay, was conducting experiments at a highly classified site in the Deep Zone. He was assisted by my husband, Dr. Alan Turner. At 0400, their experiment unleashed a gamma-ray surge that instantly killed both of them. The surge was an impossible amount of energy, orders of magnitude greater than any man-made source. It also triggered hallucinations in anyone awake within a 10-mile radius. It was a burst of widespread insanity, but only for a short moment. Okay. Ich weiß nicht, sollen wir das Auto abwracken? Ah, nö. Ich spare mal lieber ein bisschen die Energie von dem Ding. So. Wir haben noch ein bisschen Benzin gekriegt. So langsam füllt sich das, ne? Guck. So. Haben wir unser Tank. Ja, ist wieder voll. Und es ist sogar noch ein bisschen was in unserem Ersatzkanister drin. Guck mal, der ist noch fast halb voll, hey. Voll krass. So. So, Mädchen, hast du noch was zu erzählen? Will ich noch ein bisschen weiter erzählen? Kann ich ruhig machen. So, da unten muss ich rechts. Ist das doch schon rechts? Hoppala. Sorry. Ich sollte auch die Tiere reparieren. Ich glaube, ich habe noch Chemie. Moment. Das kann ich noch nicht. Das hier kenne ich noch nicht. Das sieht nicht gesund aus, wenn er mich schon. Stachelpfütze. Okay. Und du bist Benzinfass? Nee, schade. Ja? Nee. Needing to munch. Stop by for lunch. Okay. Big Dance, Gessen, Garage, irgendwas. Ja, aber wo? Ja. Rohre Folge. Ja, das kriegen wir halt hier. Hoppala. So. Okay. Da haben wir haben auch so recht viel entdeckt, ne? Also Anomalie, was weiß ich was alles. So Wahnsinn hier. So, da fahren wir natürlich vorbei.
Die nächste ist rechts bzw. geradeaus. Was ist das? Halten. Fotografieren. Hoppala, sorry. Das sind so die Elektro-Dinger, die dann auftauchen, gell? Uah. Aber wieso tauchen die bei dem auf? Blockierter Tourist. Okay. Hey. Ihr leid. Ja, ne? Was wir jetzt machen, ist keine Ablenkung. Das ist Spielsystem. Ist halt einfach so. Also da kann jetzt keiner meckern irgendwie. Ich dauernd ablenken. Nee, es ist schon in Ordnung. Pass auf, da vorne war eine Stachelpfütze, die habe ich gesehen. Immer der Rohre entlang. Da ist das Heisel, wo auf der Karte ist. Da will ich hingehen. Aber da gehe ich zu Fuß hin. Ich parke mal daneben. So. Die Lage checke. Weißt du welche was? Oh, was ist das da? Oh, Bleibeschichtung wieder. Okay. Dann wird das Ding jetzt wohl Tag laufen. Also, ich gehe jetzt einfach mal stark davon aus, dass man es jetzt der Zerhäcksler zerhaut. Aber Bleibeschichtung kann ich halt brauchen, gehe ich mal davon aus. So. Könnte ich mir so vorstellen. Was ist da hinten dran? Ist das eine Kiste? Nicht wirklich was. Noch mehr Bleibeschichtung, wo? Das ist doch einfach nur Computer. Oh. Geil. Danke. Ja, hopp, komm, ich mache jetzt so einfach alles klar und gut ist. Inklusive meinem Zerhäcksler, wenn ich. So, siehst du. Dann bauen wir uns gleich, naja. Ja, was ist, hopp. Uah, alles her mit. So, dann bauen wir uns gleich, naja, jetzt haben wir wieder schön Wetter, das ist gut. Bauen wir uns gleich, naja, Zerhäcksler, Verschrotter, was weiß ich, wie er heißt, ihr wisst, was ich meine. So. Dann gehen wir noch unser Zeichen erstmal. Wenn wir jetzt ein bisschen los wäre hier. Und jetzt gehen wir ins Haus. Weil das Haus sieht lustig aus. Okay, ich sehe schon, da steht ein Auto. Und da ist noch ein Kupferdraht. Dann nehmen wir natürlich auch das hier mit. Komm mal her. Alter. Echt jetzt. Es ist ein bisschen komisch, wann der, ja, so ist es halt. Ich muss erstmal hier um. Aha, dann müssen wir aufbrechen. Brecheisen haben wir, glaube ich, noch. Aber erstmal ein bisschen. Das ist nicht viel, aber ein bisschen dann tun wir halt, wenn ich abzappe, ne? Jetzt geht ja eh alles in der Tank da hin, das Reserveding. So, ich will jetzt ehrlich gesagt nicht so viel hier. Moment, das ist ein Benzintank. Dann machen wir den jetzt komplett voll. Also Benzinfass, meine ich. Dann machen wir das hier jetzt komplett voll, was ich hier habe. Na komm. Hallo? Guck mal, ich habe hier... Oder sag bloß, der ist voll. Okay. Scheinbar bin ich komplett voll, mein Reservekanister. Oh oh. Da stand gerade ein Tourist. So, tatsächlich, mein Benzinkanister ist komplett voll. Okay, dann gehen wir halt jetzt durchs Haus. Kein Ding. Ich brauche Brecheisen. Man zwei Türen. Die müssen wir ja mit dem da aufkriegen, oder? Ja, guck. Zack. Oh, hier sieht schön aus. Was war das? Telefon. Picnic Area. Okay. Also, großer Bär. Wieso? Sehe ich das richtig, dass die da Plumpsheißel im Haus haben? Alter, wie muss das stinken? Einfach mal ein Plumpsheißel. Und das ist ein Laden, ne? Ich meine, da steht eine Kasse. Die haben da irgendwas, müssen sie ja verkaufen. Jesus, ne. Was haben die verkauft? Braune Wurst oder was? Yeah. Das ist jetzt schon, also...
Wenn dort die Gesundheitsbehörde kommt, ich kann euch gleich sagen, das wird lustig, das kann ich euch gleich sagen. Hoppala, sorry. Hä? Ich will doch das nur inklappe. Es geht nicht mehr. Es geht schon wieder nicht mehr, ne? Ja, jetzt hat. So. Wahnsinn. Ich finde es faszinierend. Ja, ich bin leicht zu erheitern. Ich weiß. Hoppala. Wer hat mich jetzt so gerade gehauen? Wir machen da A auf. Einfach weil wir es kennen. Geht es? Ja, ich weiß, dass das jetzt nichts bringt, aber dass ein bisschen Durchzug herrscht, weißt du? Ich meine, wer der Abort im Wohnzimmer stehen hat, der braucht auch ein bisschen Durchzug im Haus. Ganz klar. So, das war's da. Was ist das da? Okay. Ich glaube, ich muss mal bald wieder eine neue Brecheisen machen. So. Oh, guck mal da. Nehmen wir mal noch mit, ne? Kann ich hier noch... Ah, ja, da war noch Computer zu verschrotten, gell? Ja, komm her. Noch mehr Computer zum Verschrotten? Okay. Warte, ich muss mich spieken, dass ich da besser dran komme. Ah, der ist schon. So, saugen wir jetzt einfach alles auf. Na komm. So. Was, da war noch was? Was war da? Waren die noch nicht alle verschrotten? Ah, ne, du hast uns das Ding verreckt, gell? Okay. Was war das? Ah, das Brecheisen geht bald kaputt. Kann ja nie wissen, was man die Leuchte da gebrauchen kann, ne? Ich muss mal gucken, ich bräuchte mal größeres Inventar. Also 4 Dinger sind schon ziemlich klar. Ich denke mal, dass man das A irgendwann aufbaldövern kann. Ja, ich weiß, dass da noch Fetze Gelay hat, aber das ist mir jetzt halt gerade egal. Okay. Ich weiß nicht, was es ist. Ist mir doch egal, ob das Inventar voll ist. Das soll ich in die Hand nehmen. So. Da kann ich im Auto ein bisschen Stromstoß geben. Ja, geil. Ja, ne. Nicht mal eine Inkäufe Stromstoß geben. Das will ich nicht. So. Das kriege ich doch noch irgendwo hin. Lass mal Ladegerät. Viehtreiber. Ja, es ist... Um Batterie ein bisschen aufzuladen. Wie sieht man Batterie aus? Sehe ich das von da? Ah, die könnte man schon ein bisschen aufladen. Komm, wir probieren mal. So, Vergasermotor. Wo ist eine Batterie? Du bist die Batterie. Cool. Oh. Ey. Mir kommen, das sieht aus wie Stromstation Heisel. Wir kommen mal wieder mit mehr Sache zurück, also mit besser ausgerüstetem Auto kommen wir zurück, wie wir herkommen sind. So, jetzt pass auf, ich will den brauche ich jetzt nicht die ganze Zeit zum Rumschleppen. Dann machen wir das da. So unten hin. Und den da drehen wir ungefähr so. Und dann kriegen wir den da weg, oder? Ist doch ein Vierer. Ach so. Ist es nicht? Das ist ein Sechser. Ja, aber soll dann die scheiße Inventar voll, weißt du? Oh, hoppala. Okay, dann. Nee. Pass auf. Okay, ich jetzt dann lieber wieder. So. Dann müssen wir. Bist du einfach. Hoppala. Ja, oder so. War jetzt anders geplant, aber grundsätzlich ist es so genau das, was ich machen will. Ist da runter. Hey, drehe. Nein. Jetzt kriege ich es nicht mehr raus, oder was? Alter. Verarsch mich nicht. Ich komme jetzt nicht mehr an das Ding dort dran. Fenster schließen. You lost? Find a coolant. Nee. Ist alles in Ordnung. Ich bin nur. Nicht ich bin lost. Ey, echt jetzt? Ich komm nicht mehr an das Dingens so dran. Okay, komm. Dann machen wir das halt so. Zack. So hin. Und jetzt komme ich vielleicht jetzt so dran. Nein. Ah ja, jetzt. Okay. So, siehste. Das gefällt mir halt nicht. Dann machen wir das noch ein bisschen runter. Und dann kennen wir
Und da eben das da noch dazu machen. Okay, da oben dazu. Ich wollte es jetzt so ohne dazu machen, aber das ist auch so in Ordnung. Kann man da noch irgendwie was tricksen? Ja, pass auf. Nee, pass nicht auf. Nee, pass einfach nicht auf. Ich hab mich verguckt. Egal. So. It on it. Wird schon irgendwie passen. So, also wir sind wieder voll ausgerüstet. Batterie ist auch gut aufgeladen. Wir haben unsere riesige Ladung drin von 3,8 Klim. Und wir sind wieder auf dem Weg. Bleibewischer brauchen wir nicht mehr. So. Ja, hätte man auch nicht aufladen brauchen. So, außen rumgefahren. Sicher Pech gehabt, Kollege. Uah. Vorne geht's gerade weiter. Also, diesmal fahren wir außen rum. Sicher, da hätten wir uns auch nicht aufladen brauchen, wenn die uns jetzt ein bisschen helfen beim Aufladen. Also das ist... Ja, okay, hier ist was kaputt. Also die Stoßstange. Warum? Die war doch vorhin nicht kaputt. So, wo bin ich denn? Nein, ich muss doch schon weiter entlang fahren. Okay. Die Stoßstange tun wir einfach reparieren. Das ist kein Ding. Können wir bauen. Aber erst mal fahren wir an das erste Ding. Ich hoffe halt... Oder ich gehe halt mal davon aus... dass das jetzt wieder so ein Ding wird, wenn du das aktivierst, dann wird es wild. Oder immer wilder, sagen wir es mal so, ne? Und das wäre, bevor ich das aktiviere, wieder so ein Autogerüst, bevor ich das aktiviere, tue ich jetzt erst einmal Auto repariere. So, wir sind hier. Mal gucken. Und dann müssen wir ohne weiterfahren, so. Also die Richtung da, okay. Ich park schon mal das Auto gescheit, dass man nur da gleich abkommen will. So ungefähr. Was sind das da hinten für rote Dinger? Einfach nur Lampe. Okay. So. Ja, hopp. Die Stoßstange aus Stahl, ja, hopp. Die geht noch. Was ist denn das wieder für komische Geräusche hier? So, lass mal gucken. Brauchen wir noch irgendwas? Ja, ich mach mal da gleich ein neues Brecheisen. Baue ich mal jetzt gleich. Das brauche ich auf alle Fälle. Brecheisen. So, guck. Zack. Alles klar. Ja, sorry, aber das ist halt heiß. Ich warte, bis das vorbeigegangen ist jetzt. Ich hoffe, dass es vorbeigeht, weil jetzt ist das ganze Ding. Okay, es scheint wieder wegzugehen, guck. So irgendwie. Ah. Aha, haha, haha. So. Ja, hopp. Da muss ich raus als Laus. Ah, guck, ich bin ja hier noch relativ sicher. Das ist jetzt einfach da drüber geschluppt. Passt schon, jetzt haben wir her. Ausklappe. Mhm. Moment. Das war einfach nur die Anomalie, oder? Ah. Ist da wohl hin? Gebäude, Logbuch. Naja. Energie im Auge behalten. 65, sieht noch gut aus. Ja. Sperrgebiet, Logbuch. Das gucken wir uns alles zur Not im Auto, aber mal im Auto sind, welche? Ich will das jetzt nicht hier. Ja, hopp, komm. So penetrant, wie das gerade ist, gucken wir es uns halt an. Wo finde ich das jetzt? Uno oder was? Nein. Noch nicht gefunden, okay. Wir lesen mal das.
Tagebucheintrag, Datum unbekannt. Es ist nichts mehr übrig. Wirklich rein gar nichts. Die Radios geben keinen Mucks von sich. Alle elektronischen Geräte hatten einen Kurzschluss oder sind defekt. Die letzten Essensrationen sind dermaßen gammelig, dass selbst die Ratten sie verschmähen würden. Wobei ich seit Jahren keine Ratten mehr gesehen habe. In einem Umkreis von 20 Quadratmeilen habe ich kein einziges, auch nur annähernd funktionstüchtiges Auto gefunden. Alles, was aus Gummi ist, zerfällt im Nu. Metall verrostet, wird verstrahlt oder beides. Ich habe nur noch ein paar Tropfen Diesel übrig, aber außer ein paar Glühbirnen gibt es sowieso nichts, was Strom braucht. Wenn ich versuchen würde, etwas zu reparieren, dann würden die Anomalien es direkt wieder in Stücke reißen. Ich glaube, der Rest ist ohne mich geflohen. Ich kann es ihnen nicht verübeln. Wahrscheinlich dachten sie, ich wäre gestorben. Unser Teamleiter und die zweite Eskorte der Armee sind schließlich auch tot. Sogar die Frau von Was krabbelt da? Und ihre Kameracrew wurden einfach... Nun ja, die Anomalien haben ihr Auto mittlerweile auch in Einzelteile zerlegt. Okay, aber das ist nicht das, was ich wissen wollte. So, pass auf, wacht. Fehler Nebenstraßen. So, Sperrgebiet. Ist das da hier irgendwas? Anomaliestudien? Nee. Aufkleber. Autosauger. Haben wir irgendwie was Neues? Werkzeuge, Autowartung. Ah, da. Da, Schraubeding. Künstlicher Sperrgebietsstabilisator. Privates Feldtagebuch, Dr. Mensa, 15. September 71. Es ist beruhigend zu wissen, dass wir die grotesken Auswüchse meteorologischer Phänomene, die unsere Atmosphäre verseuchen, zumindest ein wenig zähmen können. Dazu sind zwar Unmengen Energie nötig und wir mussten ein ganzes Meisterwerk an der Ingenieurskunst errichten, doch es ist uns geglückt. Unnötige Wörter überlässig. Der Sperrgebietsstabilisator ist fast fertig. Vielleicht unterliegen wir bald nicht mehr vollkommen den Launen des Sperrgebiets. Ich glaube, wenn wir die Stabilisatoren korrekt aktivieren, sollten wir ein Portal erschaffen können. Die Kehrseite der Medaille ist, dass wir so gleichzeitig gefährliche Sperrgebietsstürme heraufbeschwören, dachte ich mir. Es ist von größter Wichtigkeit, diese Geräte nicht ohne vorherige explizite Erlaubnis einzusetzen oder zu modifizieren. Das dachte ich mir. Natürlich gibt's dann Stürme. Okay. Stabilisatorkarte. Diese Karte, gefunden im Beobachtungsturm in der Nähe von Sieram, enthält eine detaillierte Übersicht über die Stabilisatoren in der unmittelbaren Umgebung. Stabilisatoren, als ob das Sperrgebiet jemals eingedämmt werden könnte. So, das haben wir. Okay, wo waren wir dann? Machen wir einfach wieder aus. Ah, guck mal, die sind jetzt halt weg. So, sprich, wenn ich das jetzt aktiviere, dann geht's wieder rund. Und das sah mal vorher nicht. Danke. Yep. You know, 30 seconds of hallucinations sure didn't feel short when I was free falling through outer space. Heck of a ride, though. Did you know the rings of Saturn sing? I saw disembodied arms. Tons of them. They were grasping and crawling. And, what about you, Oppie? What did you see? I saw nothing. How is that possible? Everybody else saw something. Vielleicht war sie schon vorher verrückt. I don't know what to tell you. But were you working in your lab that night? And weren't you supposed to be doing your research rather than keeping track of my whereabouts? Ich könnte einfach da links nur fahren. Das wäre deutlich schneller, ne? Ah, aber das ist, glaube ich, keine gute Idee. So, ich gucke lieber, dass ich an dem Fuzzido vorbei eier. Einfach mal geradeaus so durch, so ungefähr. Oh, das sind Felsen. Egal, ich glaube, wir haben eine Umschifft. Eine Fahrer, du. So, ja, das Ding ist halt, ja, ich könnte jetzt querfeld einfahren, aber ich habe halt Angst, dass man dann Auto kaputt geht oder was weiß ich was. Deswegen fahren wir jetzt halt so. Mein Gott. Sorry. Kurf nicht gerät. Ich weiß gar nicht, dass so ein hieß. So. Oh. Oh, sorry. Ich sag sorry als zu meinem Auto, ne? Also wenn ich irgendwo als Motorrad fahre. Okay. Muss ich vorbei. In der Uni ist was Rotes. Ich fahre nur ganz unten rum. Was ist das Rote da? Ah, das ist Elfass. Das brauchen wir nicht. Ich wollte... Boah, das ist schon wieder so... Oh boy, do I have theories. Hoppala. Don't start. Dr. K and Alan clearly uncovered some new way of using LIM to motivate that gamma ray burst. Oh, yes, precisely. Where do gamma rays come from? But outer space. Feet back on planet Earth, kid.
There are plenty of terrestrial sources of gamma rays. Thunderstorms, for example. Ist geradeaus No, weiter. no. You said it yourself. The energy levels from that night are much greater than anything we've seen on Earth. Sure, but going straight to aliens when there's countless perfectly scientific possibilities. Perhaps Dr. K and Alan developed a limb-assisted mass particle collision. Or, heck, tapped into some sort of gamma ray reservoir. A Versuch, ich hab reservoir? gerade die Idee gekriegt. Or a portal? A portal. To where exactly? To Atlantis. Of course! Now, why didn't I think of that? That's absolutely it. Ja. Ich glaube, es ist schon mal wieder... Ich habe gerade eine Idee gekriegt. Und zwar... Ich habe doch die Knarre hier. Die können wir jetzt mal ausprobieren. Ja, bin drüber gehupst. Aber das war nicht freundlich. Scheiße, hey. Ich hab gedacht, die explodiere einfach, aber nicht, dass die das Blitzding da loslassen. Ja, kacke, jetzt habe ich wieder keine Energie mehr. Hab gleich Ration fressen. Dann haben wir wieder super gemacht. Mann. So. Ihr Leid. Wir nehmen jetzt das Auto da auseinander. Hätte dann ja gedenkt, ne? Und dann war es das auch heute mit der Folge. Oh, fuck. Shit. Mein ganzes Auto ist schon mehr kaputt wie vorhin. Okay. Ihr dürfen mir jetzt noch bei der hoffentlich erfolgreichen Flucht zugucken. Sagen wir es mal so. Ich wollte doch da ordentlich noch... Ja, Scheißdreck, ne? Bin ich doch richtig? Irgendwie. Oh ja. Okay, da ist wieder die Stroß. So. Okay, hier muss ich aber stehen bleiben. Ganz kurz. So, ihr Leid. Ich glaube, hier sind wir relativ sicher. Zumindest sicher genug, um die Folge zu beenden. Und da hinten ist eine Rohrpost. Da will ich hin. Ich will noch ein bisschen. Komm mal her. Heilung muss hin. Also, ich sage dann schon mal Tschüss. Bis zu der nächsten Folge. Mal gucken, ob ich jetzt ein bisschen offscreen ein bisschen so das Auto repariere oder nicht. Mal gucken. Wir werden sehen. Alter, ich sage dann schon mal Tschüss. Kann der Moje wieder inschalten. Und, ey, also das ist bisher definitiv die längste Quest bisher. Da müssen wir mal gucken, dass wir die irgendwie, irgendwann muss man die mal fertig kriegen. Hopp, bis Moje. Tschö.